Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli und der Frank. Eingeweihte Hörer haben es jetzt gemerkt. Wir haben ein neues Intro, weil unser vollkommen überbezahlter Tontechniker es hat sich nicht nehmen lassen, uns was Neues zu spendieren, und wir sind sehr stolz drauf. Lieber Yannick, vielen, vielen Dank. Es ist ein wenig fröhlicher und deswegen passt das auch besser zu uns beiden Kölschen Frohnaturen, nicht wahr? Ja, und vor allen Dingen ist das nicht irgendwie mit der KI oder so. Das hat er selber gemacht. Also unser Tontechniker. Falls ihr mal einen Tontechniker sucht, übrigens, meldet euch an info@das-Köln-Ding der Woche. Wir kümmern uns um alles. Hallo liebe Freunde des frisch gezapften obergärigen Gottestrunkes Kölsch. Es ist Freitag und Zeit für lecker Kölsch und natürlich für eine neue Folge unseres nach dem Reinheitsgebot und ohne KI aufgenommenen Podcasts. Und ich begrüße den Oberbraumeister und Ehrenköbis aus Kölle, den Leven Uli. Mir gegenüber sitzt der letzte lebende Spross der Sünner-Dynastie, Frank Sünner Mausbach, seines Zeichens Braumeister. Ja, Sünner macht dünner. Aber bevor wir starten, möchten wir unsere liebe Freundin, die Nina, grüßen. Die Nina arbeitet nämlich bei den Alexianern und macht auch was ganz Tolles mit unserem Podcast. Sie hört sich mit ihrer Werkstattgruppe unsere Podcast-Folge an und spielt danach mit ihren Mitarbeitern ein Quiz. Das finden wir sensationell, super, und danke, liebe Nina, und schöne Grüße an alle Kollegen in der Werkstatt. Viele liebe Grüße und beantwortet alle Fragen richtig. Wenn ihr nämlich 3-mal in Folge alle Fragen richtig beantwortet, kommen wir vorbei und machen einen Live-Podcast bei euch. Das ist fast eine Drohung, würde ich sagen. Heute widmen wir uns einem sehr, sehr wichtigen Thema, nämlich unserem liebsten Getränk Kölsch und vor allem, wie es geschützt wird. Damit nämlich nicht jeder Dötsch was vor sich hin brauen kann und das dann auch noch Kölsch nennen darf. Und wie hat das alles begonnen, lieber Uli? Das ganze Ding begann eigentlich Pi mal Daumen nach dem Zweiten Weltkrieg. Kölsch ist gar nicht so alt, wie man meint. Alle denken immer, Kölsch haben sie schon immer getrunken hier. Nee, das ist es nicht. Hier in der Stadt wurde ausschließlich Wies getrunken und es gab auch ein paar Brauereien, die Pilz gebraut haben. Und jetzt müsst ihr ganz stark sein, liebe Zuhörer. Es wurde auch Altbier hier in unserer Domstadt gebraut. Da können wir nichts dafür, das ist einfach so. Diesen Wies-Trip übrigens hat Gaffel wieder aufgegriffen. Hast du schon getrunken? Ja. Ja. Vom Fass gut, von der Flasche geht so. Okay, ne? Aber vom Fass ist das wirklich richtig gut. Wies ist im Unterschied zu Kölsch ein filtriertes Bier, sowas wie so ein Zwickelbier, so ein Kellerbier, nicht filtriertes Bier, sowas wie ein Zwickelbier, so ein Kellerbier in der Richtung. Und das war eigentlich das Getränk, was hier in Kölle getrunken worden ist. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg ging es mit Kölsch richtig los. Es gab eine Brauerei, die ganz früh mit Kölsch angefangen hat. Die erste Kölschbrauerei und die älteste Kölschbrauerei ist, Herr Mausbach. Domkölsch? Nein, das ist nicht Domkölsch. Wir fragen mal unseren überbezahlten Tontechniker, der auch gerade ganz komisch guckt und auch... Sion? Nein, Sion, er meint Sion ist es auch nicht. Einen Versuch gebe ich euch noch. 3, 2, 1. Es ist natürlich Sünner-Kölsch von der Schelsig. Die älteste Kölschbrauerei der Welt ist Sünner. Die haben damals gebraut, das war noch an der Deutzer Freiheit, dann ist das Brauhaus umgezogen. Und eigentlich hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg Kölsch erst so seinen Zug begonnen, interessant zu werden. Und das sieht man auch daran. Wer von euch war beim Lommi schon mal? Ich. Ja. Hast du da Kölsch-Reklame gefunden? Nein, da kann man doch keine Kölsch-Reklame finden, weil als der Lommi letztes Mal renoviert hat, gab es noch kein Kölsch in der Form, wie wir heute kennen. Ne? Pilz. Ja, genau, Pilz. Dortmunder Union ist die Werbung draußen. Ne? Und auch drinnen findest du keine Kölsch-Reklame. Das wurde dann also, Kölsch wurde immer populärer, die Brauereien sind aufgesprungen auf den ganzen Trip mit dem Kölsch. Und irgendwann dachte sich ein findiger Mensch, auf den ich gleich noch komme, das müssen wir jetzt irgendwie alles mal sicherstellen hier, dass nicht irgendjeder Dötsch, wie der Frank schon gesagt hat, anfangen kann, Kölsch zu brauen. Dieser Herr war von ganz entscheidender Bedeutung für die Kölsch-Geschichte. Ich nenne ihn den Vater des Kölsch. Das war nämlich... Der Herr Sion. Richtig.
Ja, ach so, der Herr Sion. Ja, also diese Kölsch-Konvention, die der Herr Sion, sage ich mal, aus den... Nee, langsam. Erstmal hat der Herr Sion nicht die Kölsch-Konvention gemacht, sondern zunächst hat er erstmal, wie man das in Deutschland macht, einen Verein gegründet, den Verband der Kölschen Brauer. So mäht man das in Deutschland, erstmal Vereinsgründung. Dann haben diese Brauer sich zusammengetan, haben überlegt, wie können wir das Kölsch schützen, damit nicht jeder Dötsch anfängt, Kölsch zu brauen. Und haben gesagt, wir müssen Kölsch etwas Unvergleichbares geben. Und dieses Unvergleichbare wurde festgeschrieben in der Kölsch-Konvention, die verabschiedet wurde am 6. März 1986. Was steht in der Kölsch-Konvention drin? Obergärig muss es sein. Das bedeutet, dass der Bläschen des Hefeschaums bei der Gärung oben schwimmen und sich nicht, wie zum Beispiel beim Pilz, auf dem Boden absetzen kann. Hell muss es sein, es muss gefiltert sein, also nicht naturtrüb, also Kevis. Hopfen betont, darf ausschließlich in Köln hergestellt werden. Ausnahme Brauereien außerhalb des Stadtgebiets von Köln, die bereits vor Inkrafttreten der Kölsch-Konvention Kölsch gebraut haben. Dazu gehört zum Beispiel, lieber Uli, Zunftkölsch, Ganserkölsch, Gieslerkölsch, Bischofkölsch, all die Brauereien, die schon gebraut haben, bevor tatsächlich 1986 die Kölsch-Konvention in Kraft getreten ist. Und eins der wichtigsten Sachen, außerdem verpflichten sich die Brauer Kölsch nur in den sogenannten Kölschstangen auszuschenken. Also 0,2 und wie die Bayern scherzhaft sagen, Reagenzgläser. Das ist schon ein bisschen überraschend, dass die Kölsch-Konvention, sag ich mal, erstmal nur 40 Jahre alt ist. Aber der Uli wollte noch was einwerfen, zumindest sehe ich das an seinem Blicke. Nee, machen wir weiter. Lass doch mal weiter. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht trotz gerade. des engen Regelkorsetts gibt es derzeit, Andi, was schätzt du? Was glaubst du, wie viele Kölschsorten? 2 Dutzend. Ja, so ungefähr 25, ne? Wobei die Zahl, die ist nicht in Stein gemeißelt, ne? Das ist ja, sag ich mal, da verschwindet mal eine, dann kommt eine andere dazu oder wie auch immer. Also von Domkölsch über Früh, Gaffel, Sion, Reisdorf, Mühlen, das sind so die Sachen, die du kennst, Sünnerkölsch und Peterskölsch und Küpperskölsch nur in Fläche und Bischof und Rath. Hier wird natürlich auch so was wie Traugott Simonkölsch und Kingkölsch und Ruth-Wieskölsch und es gibt so ja Stadtgarde Ahoi-Kölsch. Aber wie gesagt, da fallen immer mal welche weg, wie zum Beispiel am Klotwig-Eck, jahrelang das leckere Böllbier war kein Kölsch. Ja, zumindest haben sie gedacht, das wäre Kölsch. Nee, Die war aber in den Stangen. Auf jeden Fall, hier wird das nicht mehr. Da gibt es nämlich jetzt Schreckenskammer-Kölsch und das ist aus meiner Sicht eine 100-prozentige Verbesserung. Unbedingt. Und kürzlich erst verschwand das Hellas-Kölsch vom Markt. Ne? Die Hellas Brauerei hat ja geschlossen. Es gibt nur noch die Restauration, die Hellas-Restauration. So, wie war das denn so vor der Kölsch-Konvention, mein lieber guter Uli? Ganz finstere Zeiten. Also sagen wir mal so, in den Zeiten hier, frühe Neuzeit, noch im Mittelalter, wurde hier Bier getrunken. Ich glaube, wir wären schreiend weggelaufen. Das war dann das sogenannte Grutbier. Grutbier war ein Bier, was mit allem gepanscht wurde, was in der Hecke wächst. Und das wurde dann wie so Teebeutel da reingehangen in das Bier. Und dann hat man damit irgendwelches Geschmack an das Bier dran. Den kriegt man auch haltbar gemacht übrigens. Bevor man Hopfen hatte. Hopfen kam dann viel, viel, viel später erst. Soll ich sagen, was da so drin hing? Ja, bitte. Ja, also zum Beispiel Beifuß, Rosmarin, Thymian, Salbei, Lorbeer, Anis, Kümmel, Wacholder und weitere Kräuter. Das hört sich eher an wie Badewasser. Ja, oder wie so ein, sag ich mal, Kräuterschnaps. Ja, schlimm. Interessanter allerdings war tatsächlich Dollbier. Das hättest du dich getraut zu probieren? Was, das Grut? Nein, Dollbier. Ja, ich sag ja, probieren kann man alles. Du weißt, was da drin ist in Dollbier? Du weißt gar nicht, was ich meine, ne? Nee, was Dollbier ist? Ich würde jetzt so sagen, das mit Doll im Kopf. Ja, und wie? Dollbier wurde aromatisiert mit der Tollkirsche. Oh. Das hat mal richtig geräumt, das Zeug. Das hat so dermaßen geräumt, Dollbier, dass die Freie Reichsstadt Köln den Ausschank des Dollbiers innerhalb der Stadtmauer verboten hat, weil die Leute sich damit gegenseitig um die Gurgel gegangen sind, wenn die erstmal 3 Dollbier im Kopf hatten. Was wiederum zur Folge hatte, dass die großen Tanzlokale alle außerhalb der Stadtmauer waren. Da konnte man Party machen, zum Beispiel in Deutz oder auch am Du de Jüt. In dem Zusammenhang nochmal ein Hinweis auf unsere Folge am Du de Jüt. Da geht es nämlich genau darum, dass da richtig Party gemacht
gemacht worden ist. Auf jeden Fall waren es finstere Zeiten für Biertrinker. Ich weiß nicht, ob das alles so gut geschmeckt hat. Und 1918 ging es dann los. Die Sünner Brauerei hat als allererstes angefangen, Kölsch zu brauen. Das hat aber gedauert, bis Kölsch sich wirklich durchgesetzt hat. Und dann kam tatsächlich, das war aber schon wesentlich später, so in den 60er, 70er Jahren, Hans Sion auf die Idee, wir müssen diese Marke Kölsch irgendwie schützen. Ja, wie soll ich das sagen? Er war also der Treiber der Kölsch-Konvention, man kann das mal ganz klar so sagen. Und dann hat man sich also feierlich im Hotel Excelsior 1986 zusammengesetzt und hat diese Kölsch-Konvention unterschrieben. Zu den Unterzeichneten gehörten unter anderem Reisdorf, Gaffel, Früh, Sünner und Sian. Heute ist Kölsch eine durch EU-Recht geschützte Spezialität. Das hört sich jetzt so einfach an. Das war eine richtig komplexe Geschichte, weil die mussten nämlich Kölsch in dieser Kölsch-Konvention irgendwas Eigenständiges geben, was es sonst nirgendwo gibt. Und deswegen haben die diese Regeln, die wir ganz am Anfang hatten, obergärig, nur in Köln gebraut, filtriert, Vollbier und so weiter, gegeben. Das haben die dann an die EU geschickt und die EU hat das zertifiziert. Und so ist Kölsch heute im gleichen Rang wie zum Beispiel Champagner, wie Calvados, wie Prosciutto di Parma, wie Parmesankäse, wie Kieler Sprotten und Lübecker Marzipan. Drunter machen wir es nicht. Ja, das ist auch löblich von den Kölschen, dass sie sich daran halten. Ne? Es ist also zwar erlaubt, nach Kölscher Brauart Bier herzustellen, darf allerdings dann nicht Kölsch genannt werden. Ne? Dies führt zu Wortschöpfungen wie Bönsch oder Mölnsch in Mülheim. Ganz schlimm wurde es dann aber Weiberfastnacht 2018. Da hat die Monheimer Brauer stellten einen Zwilling aus Alt und Kölsch her. Also da hört der Spaß dann auf. Irgendwann ist es gut. Wobei für die Kölschbrauer hört der Spaß schon früher auf. Da gibt es diesen Typen aus Sölden, der hat Sölsch gebraut. Riesen Ärger. Die sind gerade in der dritten Klagewelle hier, Klage gegen Klage, was weiß ich noch alles, weil wegen Verwechslungsgefahr. Ich habe es bis jetzt noch nicht probiert, das Sölsch. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Es soll ein leichtes, obergäriges Bier sein. Falls jemand von euch uns eine Portion Sölsch spendieren will, wir nehmen es gerne, wir probieren es dann mal. Aber es ist so, dass die Kölschbrauer natürlich mit Argusaugen darauf achten, dass ihnen keiner da irgendwie an das Zeug fährt und Kölsch irgendwie braut. Der kleine Haken ist nur, es gibt weltweit unfassbar viele Kölschbrauereien. Zum Beispiel in Japan, China, Kanada, Brasilien, USA gibt es ganz viele Kölschbrauereien. Der Haken ist nur, die können so viel Kölsch brauen, wie sie wollen. Da können die Kölschbrauer kaum was gegen machen, weil die sind ja nun mal nicht in der EU. Und dieses Geschichte mit dem geschützten Herkunftslebensmittelgedöns, das gilt nur EU-weit. Deswegen haben die Kölschbrauer das auch nur EU-weit ratifizieren können. Das heißt, wenn innerhalb der EU jemand Kölsch braut, aber sich nicht der Kölsch-Konvention unterwirft, wird da dann gehäutet. Wenn das außerhalb der EU ist, kannst du vergessen. Stell dir mal vor, die Kölsch-Brauer würden hingehen, eine Brauerei in Wyoming verklagen. Ja, also so viel Geld haben die nicht in der Kölsch in Wyoming dann Trump heißt. Das wäre schon Katastrophe, oder? Also insofern ist das alles, zumindest nur europaweit möglich durchzusetzen. Außerhalb kannst du es vergessen. Was glaubst du denn, wie viel Kölsch im Jahr so getrunken wird? Schätz mal. Also ich? Nee. Ja, auch du. Das wäre mal ganz interessant, was du glaubst. Wie viel Kölsch ich persönlich trinke im Jahr? Sagen wir mal, mindestens 12 im Jahr. Mindestens 12 Hektoliter, ja. Also aus der Express aus 2019, das habe ich jetzt zufälligerweise in meinen Recherchen gefunden, um den Gesamtverbrauch zu dokumentieren an Kölsch, errechnete die NGG, das ist die Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten, eine unfassbare Menge. In Köln wurden im Jahr 2018, ist schon ein paar Jahre her, über 1 Million Hektoliter Bier getrunken. Wie viel ist denn ein Hektoliter? Das sind mehr als 100 Millionen Liter. Die Konsumexperten gehen von einem statistischen Pro-Kopf-Verbrauch von 101 Liter pro Jahr aus. 100 Liter pro Jahr pro Pass auf, jetzt haben die noch was anderes ausgerechnet. Wir können den Link in die Shownotes packen. Ne? 100 Millionen Liter Bier würde ein Kölschglas mit gigantischem Ausmaß füllen. Ich habe das nicht ausgerechnet, hat der Express gemacht. 28,47 Meter breit, ja, und bis zur Domspitze 157 Meter hoch. Das hat der Express durch Mathematiker der Uni Köln prüfen lassen. Ist der Wahnsinn, oder? Das ist irre. Das ist echt irre.
Aber es wird immer noch, das ist ganz wichtig, liebe Leute, es gibt auf jeden Fall immer noch mehr Ausstoß ans Kölsch als Alt. Das ist ganz wichtig. Also Alt wird weniger getrunken als Kölsch, in der Summe, unterm Strich, am Ende. Ja, okay. Das ist von entscheidender Bedeutung. Gut, und jetzt stellt sich natürlich die zweite Frage, welches arme Sau muss in den Brauthäusern das ganze Bier eigentlich von Tisch zu Tisch schleppen? Und dann kommen wir zum Kürbis. Und diese Frage werden wir für euch in der nächsten Folge beantworten. Seid gespannt auf die nächste Folge, dann geht es um den Kürbis. Aber there is one more question, one little thing that's left. Die letzte und wichtigste Frage ist, Frank, was ist dein Lieblingskölsch? Aus dem Bauch raus Reisdorf, aber Schreckenskammer übernimmt's gerade. Schreckenskammer hat übrigens ein bisschen mehr Alkohol, das weißt du, ne? Ja, wahrscheinlich die haben 5,0, die anderen haben 4,8. Wahrscheinlich deshalb. Und was ist dein Lieblingskölsch? Natürlich eindeutig auf Platz 1, unangefochten Päffken. Okay. Und da kommt lange nichts. Ja. Und dann kommt vielleicht Malzmühle, dann kommt Reisdorf. Oh, das sind meine Highlights. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Bierdurst in die Kehlen gezaubert. Bleibt treu, trinkt Kölsch, geht zum Wirt eures Vertrauens. Bleibt treu, ist schön. Und hört uns auch nächste Woche wieder zu, wenn es heißt, wieso heißt der Kürbis Kürbis? Macht Jod. Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.